Hallo liebe Leute, zur nächsten Folge von Farm Life. Letzte Folge haben wir die maximale Anzahl an Äcker endlich auf der Farbe erreicht. Und voll ballert mit Salat, weil der am meisten Money gibt und wir Kapitalistenschweine sind. Und zudem haben wir jetzt angefangen, uns Tiere zu holen. Und zwar genau eine Kuh und ein Huhn. Ja, yeah, die müssen wir natürlich gleich futtern und melken und Eierstibitzen und was ich noch. Ja. Ausmisten müssen wir nicht. Dafür haben wir Personal. Genau. Wie ihr seht, es kostet natürlich ein bisschen was, das Futter für die Tiere, aber darum können wir uns auch noch kümmern. Okay, wow. Was? Jetzt zum zweiten Tag in Folge ist nix auf den Feldern. Also, kein Pilzbefall, kein Ungeziefer, gar nichts. Hä? Also nicht, dass ich mich beschwere. Ich habe eigentlich gemeint, ich weiß nicht, ob ich dann im Winter die Felder bewirtschaften möchte, wenn das so viel oder wenn das so schlecht wächst. Aber so können wir einfach es wachsen lassen und uns trotzdem ganz gechillt um unsere Tiere kümmern. Gut, schon morgen ist dann schon wieder Erntetag. Großer. Der Big One Erntetag. Und der ist ja verdammt wichtig, verdammt. So, als allererstes mal nur mit zu den Tieren, bevor wir irgendwas machen. Weil sonst vergessen wir's. Okay. Fertig mit den Tieren. Ab zum Feld. Ab zum Cash. Da, wo das Geld wächst, ne? Genau. So, schauen wir gleich mal. Hier. Anmelden. 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 Oh. Anmelden. Anmelden. Und die Kartoffeln haben nichts glitzern. Oh oh. Da müssen wir dann nur mal ein bisschen abwarten. Aber der Rest. Alles angemeldet. Okay, also die Kartoffeln nur mal einmerken und im Auge behalten. Trotzdem muss man sagen, die Kartoffeln wachsen allgemein nicht so geil, oder? Da ist selten was glitzern. Das ist schade für die Kartoffel. Weil dann macht es sie ein bisschen unbeliebt. Und jetzt würde ich sagen, cool, der Spaß beginnen. Ratter, 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 ratter. Oh. Wow, okay, wir erreichen jetzt gerade unsere ersten 100.000. Ja, ich sag auch mit Absicht die ersten. Aber wir werden noch viel mehr erreichen müssen, um meine selbst gesteckten 100% zu erreichen. Und das Feld ist wieder komplett präpariert. So, und ich dachte, wir müssen jetzt hier auch wieder ein bisschen Platz machen. Ja, es hilft nichts. Ich darf ja gerne ein paar Bäume überlassen, aber irgendwie müssen die halt dann doch weiter. Es hilft nichts. Wir kommen nicht drum rum, wir brauchen den Platz. So, und jetzt möchte ich gerne mal was nachschauen. Denn wir haben hier die Möglichkeit, Dinge auszubauen. Unter anderem eben die Ställe. Wie viel kostet denn das? What? 34 Millionen erscheint mir ein bisschen fragwürdig. Wie viel kostet es denn wirklich? 10.000, okay. 10.000 für einmal den Hühnerstall. Ja. Und den Stall können wir auch machen, wahrscheinlich auch 10.000. Nein, 20.000. Ah, okay. Oh, nochmal. Okay, ich mach einfach gleich nochmal. 30.000. Oh, shit. Okay, geht nimmer. Geht auch nimmer. Oh, das ist ja interessant. Okay. Jetzt wollte ich noch ein Getreidesilo holen. Und ein Heuschober. Die dann einfach
Jawohl, warte. Mach ich doch noch nicht. Weil ich erst einmal mehr Land brauche. Ja, kaufen wir das dazu. Kaufen wir das dazu und das auch gleich. Ja, ich weiß, ich werde jetzt mittlerweile größenwahnsinnig. Denn hier in der Mitte möchte ich ein bisschen Platz lassen und weiter unten dann das Getreidesilo und den Heuschober hier bauen. Dann machen wir hier. Genau, hier das Silo. Ja. Und dann den Heuschober bauen wir auch noch. Der kommt dann hier hin. Ja. Aber damit das alles schön verteilt ist, sagen wir mal so. Was man mit diesen Gebäuden anfangen kann, sorge ich in ein paar Tagen. Wie viel Hektar hast du? Da ist schon wieder fast nichts los. Machen wir mal wieder mit der Hand. Ein bisschen Handarbeit zwischendurch, oder? Schaut doch auch nicht, oder? Oh, shit. What? Okay, jetzt haben wir 16 Hühnerplatz. Einfach mal verdoppelt. Aha. Ich meine, eigentlich muss man sich denken, wenn du wirklich viele Tiere halten möchtest, du hast eigentlich genug Platz für mehrere Ställe und das Ausbauen hat ja dann doch auch einiges gekostet. Und hier haben wir auch verdoppelt von 4 auf 8, aber wir haben ja auch 2 mehr ausgebaut. Das ist ja das. Also jetzt mal ausbauen beim Stall, gibt 2 neue Slots. Gefällt mir. Und ja, ich weiß, wir haben noch nicht mehrere Tiere, aber die kämen noch. Keine Sorge. Wir haben einen kleinen Erntetag. Und jetzt kann ich echt sagen, für was wir das Silo und den Heuschober haben. Denn jetzt können wir mit Heu, wenn wir das abernten, richtig, kein Geld mehr machen. Wir lagern es selber ein und können damit unsere Tiere füttern. Und ja, das gleiche halt mit Mais. Wir kriegen da auch kein Geld mehr, sondern lagern es ein. Genau, und wenn dieser Heuschober oder das Silo voll ist, dann kriegen wir wieder Geld dafür. Den Überschuss verkaufen wir dann. Und nachdem wir ja doch vorhaben, ein paar Tierchen zum Häuten, bietet sie das doch einfach an. Schon mal ein bisschen Futter ranzuholen. Dann müssen wir nicht immer alles selber einkaufen. Heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass vor allem der kleine Erntetag nimmer so ertragreich ausfällt. Weil da merkt man dann doch, ja, 2 Fädel gingen ab. Aber was macht man nicht alles für unsere Nutztiere? Ich schaue gleich mal, wie ich am besten einen weiteren Stall platzieren werde. Zwar glaube ich, werde ich da 2 dazwischen Platz lassen, genau. Nämlich so. Oder? Macht es Sinn? Eigentlich war es cool, wenn ich in der Mitte nur durchgehen kann. Zwischen dem nächsten Hühnerstall und dem nächsten normalen Stall. Weil ja, ich möchte 2 Hühnerställe, ich möchte 3 normale Ställe und 2 Schweineställe. Das hat alles einen Sinn. Das zeige ich echt dann alles noch. Aber dann müsste ich den Storwecker bauen. Kann ich den abreißen? Ah Mann. Da müssen wir erstmal wieder ein bisschen terraformen. und ein Storblatt machen. Mann, ich hab gehofft, ich kann zumindest den lassen. Schade. Naja. Okay, den Baumstumpf, den können wir auch schon wieder weghacken, weil ich mag das nicht, wie da so ein Baumstumpf einfach rumsteht. Ich finde, wenn, dann Baum ganz wegmachen, okay? Dankeschön. Okay, dann Stall. Jetzt kann man uns aber überlegen. Also wie gesagt, ich habe gemeint 1, 2. Aber 1 frei dazwischen oder mehrere. Eigentlich langt 1. Andererseits, wir haben ja den Platz. Ja. Wir machen 2. Da der nächste Stall. Und warum eigentlich nicht? Wenn wir doch schon mal dabei sind.
Dann holen wir uns doch direkt eine Ziege. Nein, geht nicht. Dann holen wir uns ein Schaf. Ich hab zu wenig Geld. Oh nein. So, ein Schaf direkt dabei. Dann brauche ich die Schere noch. Oh, scheiße. Ey, ich hab vergessen, dass die dann doch ein bisschen was kosten, gell? Und dann wollte ich hier den Schafspflegeplan holen, aber ich hab kein Geld. Oh nein. Dann müssen wir ein bisschen gambeln gehen. Ey, das ist wirklich nur eine Notlösung jetzt. Ich mach mal das Eierspiel. So, und mit unserem ergambelten Geld können wir jetzt endlich einen Schafspflegeplan Kaffer und nur Schafsmedizin dazu. So. Mit 6 $, Leute. Aber hey, wir werden das Maximum investieren und reinstecken, was geht. Also ich glaube, wir machen alles richtig. Okay, dann können wir jetzt hier erstmal... Oh mein Gott, schau mal. Hätte ich den Heuschober nicht vorher schon aufgebaut, hätte ich mir jetzt nicht mal das Futter leisten können fürs Schaf. Stellt euch das mal vor. Na, aber tatsächlich hätte ich mir es schon leisten können, weil ich muss hier zack, 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 das Schaf nur scheren und dann kriegt man auch wieder ein bisschen Money. Okay, geil. Ey, so bockt sie das doch. Und schlafen. Leute, großer Erntetag. Und Gott sei Dank, glitzernde Kartoffel. Und dann haben wir damit schon wieder alles angemeldet. Bevor ich jetzt aber wieder mich um die Vettel kümmere, geht's erstmal zu den Tieren, damit ich die nicht wieder vergiss. Okay, wieder ist vielleicht das falsche Wort. Ich hab sie nämlich in dem Projekt noch nicht vergessen. Aber ich weiß, dass das mal ganz, ganz schnell gehen kann. Wenn du so vertieft bist, denkst du so, oh geil, ich hab komplett geerntet, umgeräumt, gesät und fertig. Und vor allem merkst du so, scheiße. Da hat ja jemand Hunger. Und am prallen Alter. So, jetzt fangen wir mal direkt mit dem Non-Profit an. Da ist es tatsächlich so, die glitzernden, möchte man jetzt meinen, ja, dann machst du doch Verlust oder nicht? Also du kannst hier mehrere Money machen. Na, Bullshit. Weil die glitzernden tatsächlich mehrere, also mehr als Ohrfutter zählt. Ja. Das heißt, Alter, ist der scheiße, der Mähdrescher. Das heißt, ich krieg nicht Ohrfutter aus Ohrm Heu oder Ohrm Mais. Sondern wenn es nicht Glitzer ist, dann mehrer. So, mit der Kohle gehe ich her und baue hier gleich nochmal einen Hühnerstall hier. Und dann noch einen normalen Stall. Und zwar 1, 2. 1, 2. Hier, okay. Im Schweinestall muss ich mal nur schauen. Der wird dann wahrscheinlich hier drunter noch herkommen. Und der zweite dann auch irgendwie hier. Ja, das kriegen wir hier. Genau. Ja. So machen wir das. Genau, am besten eigentlich da. Dann bleibt der linke Baum stehen. Ich glaube, so mache ich es. Das ist es. Aber der Baum muss weg. Den hacken wir jetzt noch schnell selber weg. Und dann kommt da der Schweinestall hier. Ja, oh, das sieht doch schön aus. Das gefällt mir auch mit dem Teich da. Perfekt. Gut, um die Tiere ist sich auch wieder gekümmert. Und jetzt ist die Frage, wie ich weitermache. Jedenfalls muss ich mich jetzt um die Ställe weiter kümmern. Ich gehe jetzt erstmal ausbauen. Und zwar den dritten Stall. Warum ich das mache? Na, wir haben jetzt ziemlich viel Platz. Ah ja, stimmt. Und den Hähnerstall, den kann ich auch schon schnell ausbauen. Ja. Denn jetzt gängen wir eine Trophäe an. Wir brauchen 16 Kühe. Scheiße, die kosten ja so viel. Ach, leck mich doch am Arsch. Wir brauchen 31 Hühner. Wir brauchen 32 Hühner.
Eins haben wir ja schon. Wie kippt man auf sowas? Wie kommen wir so verrückt, ey? Zack, 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 zack. Oh. Das Achievement. 32 Hühner auf Orme besitzen. Kehrt uns. Da ist es. Wir haben das goldene Ei erhalten. Mhm. So nämlich. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, oh scheiße, Alter, aber sich um so viele Viecher zu kümmern, dauert doch ewig. Ja. Das stimmt schon. Deswegen mache ich es nicht. Sondern ich verkaufe alle wieder. Das war gerade rein fürs Achievement. Das ist hier ein Verlustgeschäft. Aber das ist mir egal. Wir haben ja unser tolles Huhn, das wir jetzt schon ein bisschen länger bei uns haben. Und das bleibt da bei uns, weil wir ja nur die Bänder wollen. Und das ist bei Tieren tatsächlich auch noch mal ein bisschen schwieriger. Da muss man dann schon schauen, dass die lang über gute Zeit gepflegt werden und auch gefordert werden. Das ist unser gutes Huhn. Sieht man da schon einen Unterschied. 7 von 7 Städter. Verkaufswert ist ziemlich hoch. Und die anderen sind so Lappen, weißt du? Das ist ja... Ist nicht schade um euch. Ihr wart nur kurz da und jetzt ab zum Schlachter. Das war schon das ganze Achievement, aber ey. Naja, ich dachte dann sagen, in der nächsten Folge geht's weiter im tierischen Chaos. Die nächste Folge findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bleibt dabei und abonnieren, um nichts zu verpassen. Liken nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.